die Släden fort von Ursula Kurz. Annemie ha in Zwarin Taudaun hat und könnt mit der Eisenbahn erst in 2 Stunden wieder zurück nach Hus führen. Dat wir ein Wintertag as Mann ein, klores Frostwetter, ein paar Strich und ein Null. Die verläden Dach hat er sniet und die Snei liegt dick und witt ob de Decker. Annemie steuerte ob dat Slottau. Nu um die Mittagstiet wien viel Menschen unterwegs, die dat ook nicht in die Stuf uthöllen. Frugens, schöben Kinderwagen und Mannslüt drücken Lötten ob'n Släden. Die Sveriner See wir an euer Taufrohren. Grote Üstücken han sich übereinander schaben. Dat gnösterte und knackte, wenn dat Wader sich darunter bewegte. Möwen und Ahnten kämen ganz dicht ran und snappten die Brothappen, die Lüt tausmäden. Die Snei knurschte über jeden Schritt. Heilig so Obstrücker und Böhm, as wiren dat Flocken und Wull. Annemie können dat nicht laden. Sei müsst eins daran stöten. Oh, wo dat stöfte! Die Telgen von Erlast frie worden, hüppen to höcht und sei verschwunden in eine Wolk und Snei. Die Figuren in Burggarten han sich in Kleed und Flitter anlegt. Dat blänkerte und glitzerte, als wenn alles mit Perlen und Diamanten besetzt wir. Fru Holle ha er dort Tau ein witte Mütz ob den Kopf stülpt. Der Sönn schickte er Strahlen hindal, dat die Snei dat Licht grell zurücksmied und Annemie die Augen oft eins zusammenkniepen müsst vor luder Helligkeit. Sei güng ganz sachten Wierer über de Brück nahen Slottgarden Tau. Ringsum eins ein wittes Flak. Von Wieden können sei die Görn sein, die sich bin Krützkanal vergneugten, Sneischaulöpen, glitschten und die Schneebell flögen. Wird dat ein Lärm und Jochen. Annemie sterwelte dorob Tau. Baben von de Straat güng dat ob Rodelbahnen mit de Släden den Barkendal. Sei's dünn und keck. Und wurd ganz eigentausin, wenn sei doch ook eins mitmachen können. Ja, worum nicht? Söll sei sich nicht trogen und ein von den Görn fragen? Sei peikte ob 2 Jungs Tau, die sich grad von de Toverie verhalten. Los, Annemie, nu wär's kein Bangbüchs, spröck sei sich Sülben Mautau. Und hört sich denn all sägen, könnt ihr mir nicht mal den Släden leihen? Ich möcht dat so gern mal wieder versäugen. Und Dobby kramt sei in er Hand das Schnarrengeldstück. Der Jungs keken rein verbasst, ob den nicht mir junge froh, die mit sonn Ansinn käm. Wohl sei dat wirklich? Na, dat müsst ja n Kneb gäben. Und as Annemie 50 Pfennig in die Pot drückte, würden sei fix handels ein. Die andern Görn stünden all erüm, den's Bas wohl jed ein sein. Vorsichtig klatterte, sei ob den Släden, drückte die Feut so gut dat jechtens wohl an dat Holt, nehm dat Band tauns Dürren wiss in de Hän, geht sich noch eins Schug und dann wird sie auch all anschaben. Sei wohl noch Raupen nicht so dull. Da gibt dat allen bannigen Ruck
und die fort güng den Berg hendal. Für einen Augenblick wie er, as dündert Hart still. Dat suste in den Ohren, as sei an all die Taukikers vorbihuschte. Wenn dit Blut gaut güng, wat ha sei sich über utluert. Annemie käm ute Richt. Dat wir wohl ihr Glück, denn dadurch kriegt sie die Kutsch ton Hollen. Die Bein wien in die Knei ollig wieg, as sei upstün. Aber höch hat dat Macht, nicht blut für er, dat seh an die vergnügten Gesichter ringsum. Annemie klabasterte den Berg, wedderte höcht und bräuchte den Släden trüch. Die beiden Jungs lachten. Will sie nicht noch eins? Annemie schürköpte. Nee, danke, nu ist noch für mi. Aber so fix gäf die Bengel noch nicht up. Wenn sei noch mal den Berg runterrutschen, brugen sie auch nicht to bezahlen, denn kriegen sei von uns noch 50 Pfennig dort tau.